Also los, kommt rein, ihr lieben Frauen. Ich verspreche euch das hoch und heilig, grosses Ehrenwort. Husch, haben sich die 3 Frauen die Arbeit gemacht. Die Spinnerin mit dem Plattfuß hat der Wolle gezogen und das Pedal vom Spinnrad gedrückt. Die mit der langen Unterlippe, der Faden ging gut angenetzt. Die mit dem grossen, breiten Daumen, der Faden dreht und dazu mit dem Finger im Takt geschlagen. Und jedes Mal, wenn sie mit dem Finger auf den Tisch trommelt hat, dann ist eine Rolle fein gesponnenes Garn am Boden gepurzelt. Am Abend, wo die Königin ihre Runde machen für zu schauen, wie es dem Mädchen geht, hat sie ihren Augen kaum getraut. Respekt, Mädchen! Das ist ja phänomenal, wie du gearbeitet hast. Wenn das so weitergeht, pressiere ich gescheiter gerade einmal mit der Vorbereitung der Hochzeit. Mit diesen Worten ist sie was gibst, was hast, zum Zimmer mit dem gestapelten, fertigen Garn aus. Das Mädchen hat in die Hände geklatscht und den 3 Spinnerinnen gerufen. Die hat sie, bevor die Königin reinkam, schnell unter der restlichen Wolle versteckt. Nicht lang ist es mehr gegangen und das erste Zimmer war leer. Dann das zweite. Und zum Schluss das dritte und letzte. Nach nur 3 Wochen war die ganze Wolle auf Rollen. Die 3 fleissigen Spinnerinnen haben sich auf den Heimweg gemacht. Schnell haben sie aber noch einmal zum Mädchen gemeint: «Nicht vergessen, gell? Wir kommen an deine Hochzeit. Wir hocken an deinem Tisch und sind deine Cousinen.» «Selbstverständlich, die lieben Frauen», hat sich das Mädchen bedankt und ihnen nachgewunken. Die Königin war übrigens sehr zufrieden mit dem Mädchen. So schnell hat es geschafft. Sie konnte es kaum glauben. Und wie versprochen, ist das Hochzeitsfest vorbereitet worden. «Hochverehrte Königin, lieber Prinz, ich möchte noch etwas fragen. Darf ich echt bitte meine 3 Cousinen auch zur Hochzeit einladen? Sie würden doch so gern kommen», hat das Mädchen fein gefragt. Niemand hatte etwas dagegen gehabt. Und so ist es gekommen, dass am Hochzeitstag, beim Hochzeitsessen, die 3 komischen Frauen daherkamen. Das Mädchen ist schnell zu ihnen gegangen, hat sie mit sich genommen und gesagt: «Das sind jetzt meine 3 lieben Cousinen.» Der Prinz ist furchtbar erschlüpft darüber, wie die 3 Frauen ausgesehen haben. «Warum hast du so einen platten Fuss?» war seine Frage an die erste Spinnerin. «Tja, ich habe in meinem Leben einfach schon zu viel das Pedal vom Spinnrad geschaltet, lieber Prinz.» Vor der zweiten wollte der Prinz wissen: «Und du, wieso lampen deine Unterlippen denn so ab?» «Ich musste zu viel den Faden netzen. Von dem kommt das.» Dann hat der Prinz die dritte gefragt: «Die Daumen, warum ist denn die Daumen so gross und breit?» «Also ich musste zu viel und zu häufig Faden drehen. Da wird jeder Daumen so», war die Antwort, die er von ihr bekommen hat. Der Prinz ist kreideweiss geworden vor Klopf. Auf der Stelle hat er sein Mädchen angeschaut und gesagt: «Wenn das so ist, sollst du, meine schöne Brut, nie mehr ein Spinnrädchen anlängen.» Und so ist es gekommen, dass das faule Mädchen für immer vom Spinnen erlöst war.